So, meine lieben Freunde der Sonne. Heute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal nicht bei mir heiß, sondern bei der La Rouge. Hallo! Hi! Und ihr habt mir auf Insta ganz viele verschiedene Challenges, Aufgaben, alles mögliche gestellt. Und die werden wir heute ausführen. Genau. Bira, haben wir auch noch ein Video gedreht? Was haben wir gedreht? Wörter umschreiben. Ja, sehr lustig, oder? Darum schauen wir nicht vorbei. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Sagt mir eigentlich dann Let's go mit dir mit? Ich habe es noch nie mit dir mitgesagt. Ich habe keine Ahnung, Bro. Okay. Also Lara, du musst jetzt an den Coiffeur anrufen und nach einer Intimfrisur fragen. Ja, guten Tag. Grüezi, da ist Barbara Sutter. Ich habe ganz schnell eine Frage, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich habe das schon ein bisschen länger gesucht. Und zwar wollte ich fragen, ob man bei Ihnen Intimfrisuren machen kann. Intimfrisuren? Ja. Nein, das macht man nicht. Okay, schade. Kennen Sie irgendwie einen Friseur, der das macht? Ich weiß nicht voll nicht. Müssen Sie fast im Internet schauen. Also normalerweise eigentlich nicht, nein. Ach so, okay. Okay, schade. Trotzdem danke vielmals. Danke auch, einen schönen Tag noch. Gleichfalls. Schönes Weekend. Ade. Schönes Weekend. Du bist jetzt von Lachfleisch gegangen. Das ist so richtig gemerkt. Die hat einen Schaden abgebaut. Mal der anderen Person einen Lippenstift-Schnauz ins Gesicht. Nati, das würde ich jetzt fett in dein Gesicht schmieren. Ich habe eine Farbe ausgesucht, machen wir deine Augen zu. Und zwar wird das die Farbe. Boah, ich fühle mich richtig wie ein Influencer jetzt gerade. Das fühlt sich grusig an. Bist du ready? Oh mein Gott. Hey, mein Schnauz ist ja viel geiler als der von Adrian. Boah, ihr seht nicht so wie Geschwister oder sogar Zwilling. Nein, sehe ich mich nicht. Sehe ich mich nicht. 4 von 10, Digga. Also Lara, deine Aufgabe ist Orangensaft und Milch mixen und dann trinken. Let's go. Was? Es ist irgendwie komisch, es ist ein bisschen wie ein Cocktail, so am Strand oder so. Das ist nicht so schön. Könntest du den ganzen Becher saufen? Nein, ich glaube nicht ganz. 12 Sekunden später. Oh mein Gott. Also Nati, deine Aufgabe ist jetzt, Leute bei der Taskforce von Corona an und frag, ob du einen analen Abstrich kannst machen. Nice, okay, let's go. Das ist richtig unangenehm. Willkommen. Wir weisen Sie darauf hin, dass dieser Anruf aufgezeichnet wird. Herzlich willkommen. Grüezi, da ist Barbara Häfliger. Ich hätte die Frage, also es ist mir jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, aber ich bin mir nicht ganz sicher und ich habe jetzt gedacht, ich frage jetzt gleich einmal. Ich habe vorgestern so ein One-Night-Stand gehabt, sage ich mal, also ich habe mich mit jemandem getroffen. Und sagen wir es mal so, wir haben Geschlechtsverkehr gehabt, also analen Geschlechtsverkehr. Ich wollte jetzt fragen, ob das irgendwie auch möglich ist, dass man durch das irgendwie den Coronavirus kann haben, also ob ich da irgendwie wie einen analen Abstrich machen könnte. Also wir haben ja die ganze Maske gehabt, darum weiss ich nicht, ja, ob es irgendwie möglich wäre, dass wir wie irgendwie da auch einen Test machen könnten. Also grundsätzlich auf dem Weg ist eher unwahrscheinlich, dass wir euch anstecken können. Also eigentlich sogar eher gar nicht. Also wenn ihr zum Beispiel die Maske abgezogen habt an einem Moment oder man küsst sich oder man ist dann ein enger Kontakt, der länger als 15 Minuten ist, dann kann man sich anstecken. Okay. Wenn wir aber natürlich konstant Masken haben, zwar Körperkontakt, aber natürlich eben nicht spezifisch im Gesicht oder eben sprechen über die Luft sozusagen, dann kann man sich eher nicht anstecken. Man muss aber jetzt nicht speziell einen analen Abstrich machen, sondern es wird ganz normalen Test lernen. Okay, das ist super. Dann melde ich mich vielleicht später mal und schaue mal, ob ich anzeichne oder so. Sehr gut, perfekt. Danke Ihnen vielmals. Ja, bitteschön, Ade. Schönen Abend. Oh mein Gott, das ist so unangenehm. Aber sie ist mega lieb. Sie hat so das, hat die überhaupt keinen Schaden. Lara, kannst du den Handstand? Es geht. Gut, du kannst jetzt nämlich im Trinken den Handstand machen. Nochmal, let's go. Ist gegangen? Ja. Nee, du hast es geschafft. Ich möchte es jetzt auch mal probieren. Das reizt mich schon ein bisschen und deswegen mache ich das jetzt. Das ist super. Jetzt gebe ich das wieder Adi, Bro. Jetzt schickst du einen Topf. Oh mein Gott, wo ist es? Wie geht das? Ich bin so Sport.
Wir machen noch die gute alte Flachwitz-Challenge. Und zwar lese ich der Lara einen Witz vor. Und sie probiert möglichst lange nicht zu lachen. Und es geht so lange, bis sie gelacht hat. Let's go! Mein erster Witz ist, Amaila sind Content. Was ist denn lustig? Zerdrücken Paprika-Chips und schnupfen sie. Da wir absolute eidgenössische Schweizer sind, machen wir das natürlich und schnupfen die schweizerischen Paprika-Chips. Oh, aber dass ich in der Nase habe. Wie kommt das wieder raus? Hast du schon mal geschnupft in deinem Leben? Ich glaube es einmal, es war raus. Voll schwer satisfying. Ey, das ist viel zu gross, Bro. Das bringt mir nicht in unsere Nase. Was machst du jetzt? Ja, so macht man Schnupf, Leute. Tut man das nicht auf so ein Kärtchen oder so? Wie nimmst du das einfach so? Da drauf tust du doch. Das tust du doch da drauf und nachher so. Indem ich mir hier, wie gesagt, so eine Linie ziehe. Sieht dann so aus. Und dann fange ich an mit dem rechten Nasenloch. Na, dann habe ich hier schon mal die Hälfte weg. Und dann das linke nochmal. Nochmal hinterher. Wunderbar. Sagt dir das letztens, aber... Oh. Das kützelt ganz fest. So, wir googeln jetzt nach einem Schweizer Schnupfspruch. Und dann zeigt man den und nachher zieht man. Und nachher sagst du Preis und dann schnupfst. In die Mitte, in die Titte, in die Augen schauen, draufhauen. Das sind alles verdammt frauenfeindliche Sprüche, Mann. Gibt es nicht mal etwas für Männer? Wenn der Bauer sät das Korn und die Frauen tropfen vorn, wenn die Männer haben Ständer, dann ist es Frühling im Kalender. Preis! Oh mein Gott, ich hab so Angst! Okay, ich mache jetzt einfach 3, 2, 1. Oh mein Gott! Ich muss einfach Kassen opfern. Hey, ich mache auf Ehre. Ich mache absolut auf Ehre. Sag mal. Wer? Alter, wieso machen wir das? Ich muss sagen, kann ich weiterempfehlen? Nein, Kinder machen das bitte nicht die Heina. Dankeschön. Lara! Du musst jetzt über deine Hand gumpen, so wie bei einem Springseil. Aha, aber die Hose ist zu eng. Soll ich schnell eine andere Hose anschauen? Egal. Junge. Ach, ich muss ja gumpen, da fliege ich ja auf Bern. Hey, ist das so richtig? Ja, probierst du es am besten. Das geht das biologisch gar nicht. Wahrscheinlich. Oh! Au! Nein, das geht. Ich muss so lachen, du bist so lustig. Ich muss niesen. Ich habe viel zu viel Paprika in der Nase. Machen eine schwierige Yoga-Übung für Bärli. Da wir das perfekte Liebesbärli sind, machen wir das natürlich. Wir haben uns für diese Variante entschieden, weil die sehr ästhetisch aussieht und super. Willst du gerne unten sein oder oben? Ich gebe mal meine Position. Mehr zusammen. Viel mehr zusammen. Nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Oh mein Gott. Du stampfst nicht auf. Wo bist du hier? Du stehst auf meine Wirbelsäule. Nicht mein Genick brechen, du! Heb das! Oh! Streck das Bein! Ja! Ja! Oh mein Gott, wir haben etwas erreicht in unserem Leben. So, das ist gesehen mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt unbedingt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, bei dem Video zu schauen. Und ganz wichtig, mich zu abonnieren. Und die Glocken aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Der Adi und ich, wenn ich so schippert.